Wieso nicht? Der kam auch Ja, tief aus dem Herzen. Ja, der kam richtig tief aus dem Herzen. So, wie? Na, B, Seilraucher. A, T. Sie ist im Bad. Ah, der Sanity ist gerade um 20 gedroppt. Wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Schafker des Lebens. Ich hasse Spiel. Ich hasse Spiel so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also mal die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Waystone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts dahergibt. Mein Gott, hey. Manchmal musst du echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Knockert wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo du mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an.
Game Freak? Was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Wenn du der Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bitchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant, gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Hello? Geht da was? Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder nicht leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. So. Grüß Gott beieinander. Wunderschönen Sonntagnachmittag. Freunde der Sonne. Wifi habe ich die wo schon, keine Ahnung, um 1 schon da gesessen ist. Sag ich schon, die Wifi ist äußerst Lords of the Fallen addicted. Hab ich schon gespannt. Du, das habe ich eben schon gespannt, gell? Da brauchst du gar nicht runter. Wer habe ich die Panzerknack habe ich die? Grüß euch. Alles Feedback. Wie schaut's aus? Alles zauberhaft. Wie geht's euch an dem? Die Wifi schreibt jetzt zauberhafter Sonntag. Ja, zauberhafter Sonntag. Muss so sein. Wieder kreiselig draußen, also bei uns zumindest. Kann nur gemütlich werden. Songs. Ich hoff's zumindest. Weil, wie geht's euch? Alles Feedback. Hat's gut ins Wochenende gekommen und habt's hoffentlich auch das Wochenende gut verbracht bisher. Das hoffe ich doch. War heute schon fleißig? Ja, Dito. Hast du schon gesportelt heute? Oder was hast du drin? Hab auch schon gewartet, dass der Stream endlich... Ja, ich hab okay, das ist halt scheinbar wirklich so, ich hab Twitch für mich selber wirklich durchgespielt. Also wenn mir die Leute in den Chat reinrotzen, hey, ich hab schon gewartet, bis dass du live gehst, dann habe ich, glaube ich, alles geschafft, was man schaffen kann. Webinar zum Weihnachten, Sketchnotes. Oh, okay. Ja, das ist zauberhaft. Sehr, sehr schön, sehr schön.
da bin ich schon gespannt. Da bin ich schon gespannt drauf. Auf das Webinar. Hey, Barbazio und ich waren auch schon fleißig. Wir haben halt die ganze Bude jetzt sauber gemacht, gemeinsam. Ein bisschen entrümpelt schon, tatsächlich. Also so minimal entrümpelt. Und ja, da waren wir gute 2 Stunden beschäftigt. Jetzt haben wir noch so ein bisschen auf der Couch gechillt. Beziehungsweise Frau Bazzi liegt immer nur auf der Couch, aber die fährt jetzt in einer 20 Minuten sowas fährt die zum Pferd. Und ja, abends werden wir noch bei meinen Eltern ein bisschen speisen und ein wenig ratschen. Und dann, ja, dann ist das Wochenende schon wieder gelaufen, gell? Dann ist das Wochenende schon wieder gelaufen. Dann geht's morgen wieder dahin. Ich hätte zwar morgen und übermorgen offiziell Freischicht, ne? Aber ich gehe morgen und übermorgen auf Überstunden in die Arbeit, dass ich ein bisschen aus meinem Minus runterkomme. Ich meine, ich bin zwar noch gut im Minus, aber ne, Kleinvieh macht ja auf Dauer auch ein bisschen am Mist. Und es ist besser als gar nichts. Ne? Und ich habe ohnehin nicht oft die Möglichkeit, Stunden aufbauen zu. Also ich kann nicht oft Stunden aufbauen, weil da muss halt Personal abgehen, damit ich kommen kann. Jetzt haben wir mir gedacht, jetzt nutze ich die Chance einfach nur mal. Und es ist ohnehin in einem guten Monat, 1,5 Monaten, und dann ist schon wieder Urlaub. Also von daher nimm ich das einmal so mit. Von daher, solange du das einigermaßen regeln kannst. Ja, also ich habe jetzt aktuell 170 Minusstunden. Das ist halt immer noch der Kurzarbeit geschuldet von vergangenem Jahr. Und jetzt habe ich halt morgen und übermorgen die Chance, 20 Überstunden aufzubauen. Und das möchte ich dann nochmal im Dezember machen in meiner Freischicht. Hoffentlich, dass ich halt so annähernd auf die 100, langsam auf die 100 zugehe. Und im nächsten Jahr möchte ich halt dann irgendwie schauen, dass wir auf 0 runterkommen. Aber ja, so, also es war natürlich jetzt richtig bitter, wenn dann nächstes Jahr auch Kurzarbeit kommen. Ja, weil dann bin ich nämlich genau da, wo ich vor einem halben Jahr angefangen habe. Also, aber davon gehen wir jetzt einfach einmal nicht aus. Wird ihm schon werden. Genau. Sonst, es war richtig scheiße. Ja, das war, ja. Aber gut, das kann man halt nicht ändern, gell? Wenn es uns der Bresel es anderen ja. So. Aber das ist jetzt aktuell eine gute Debatte nicht. Sonst, bei mir ist gestern ziemlich spät geworden. Ich war um 11:30 wieder heim vom Tennis. Ich habe mein Einzel leider verloren. Ein bisschen unglücklich gelaufen. Im ersten Satz 6-3 souverän gewonnen. Im zweiten Satz dann leider 6-3 verloren. Der hat dann auf einmal 20%, 30% draufgelegt. Beziehungsweise dem seine Schläge auch auf einmal richtig gut gekommen. Ich war zwischenzeitlich im zweiten Satz 4-1 hinten. Ich habe mich dann nochmal an einer 4-3 rangekämpft. Das hat aber dann leider trotzdem nicht mehr gelangt. Und wenn es halt in den Sätzen bei uns im Amateurbereich 1-1 steht, dann spielt man einen sogenannten Match-Tiebreak. Also sprich, da spielt man dann bis 10. Beziehungsweise der Erste, der wo 10 hat, gewinnt halt dann quasi das Spiel. Mit 2 Punkten Unterschied sozusagen. Und ich habe leider 11-9 verloren. Weil ich leider beim Stand von 9:9 einen unfassbar einfachen Ball einfach ins Netz gesammelt habe. Wenn ich den Punkt mache und den hätte ich machen müssen, dann gewinne ich das Spiel vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages, das muss man einfach auch neidlos anerkennen, der Gegner hat am Ende des Tages besser gespielt wie ich. Ich bin mit meiner Leistung vom Einzel sehr zufrieden. Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe jetzt nicht irgendwie gespielt, da ich sage, Mensch, das ging eigentlich besser. Ich habe eigentlich, glaube ich, das Niveau, was ich spielen kann, bis die Aufschläge gegangen, waren vielleicht noch ein kleines bisschen besser gegangen, aber bei dem Gegner hat das gereicht. Von daher muss man einfach auch mal neidlos anerkennen, wenn der Gegner besser war. Der 4 souverän im Doppel gewonnen, 6-1, 6-1. Da haben wir ja noch überhaupt keine Chance nicht lassen. Also am Ende des Tages kann man sagen, ein erfolgreicher Tennisabend, ein erfolgreicher Matchday. Oder halbwegs erfolgreicher Matchday. War jetzt bitter gewesen, wenn wir gar nichts gewonnen hätten. Wir haben zwar gesamt verloren, weil wir haben einfach alle 4 Einzel gnadenlos abgegeben. Also nicht gnadenlos abgegeben, wir hätten 2 Einzel gewinnen können, unter anderem auch meines, und ein Kollege von mir hat auch sehr, sehr knapp verloren. Wenn wir die 2 Einzel holen, dann wird es tatsächlich richtig. Dann geht es am Ende des Tages unentschieden aus, aber das ist halt Tennis. Ne? Das läuft mal so und halt einmal ja so. Das ist halt auch unfassbar stark tagesformabhängig. Das ist halt auch das Schöne in Tennis. Du bist halt selbst dafür verantwortlich. Ne? Wenn du halt gewinnst, ist das dein Verdienst, und wenn du verlierst, kannst du keinen anderen verantwortlich machen, als wir die selber oder halt wahlweise halt einen Gegner, wenn er zu gut ist. Das ist halt das Schöne. Aber gut. Mike, habe ich dir bitter, aber Kopf hoch, das nächste Match gewinnst. Da werden noch mehrere Matches kommen, die wo ich wieder gewinne. Da haben wir uns eh nicht, aber mittlerweile habe ich jetzt schon ein paar Tage dabei. Jetzt Tennis ist bei jetzt das dritte Jahr Mannschaft.
irgendwann gewohnst du dich auch mal so ein bisschen an so Situationen, wenn du einfach mal ein Spiel abgibst. So, vor einem Jahr hat mir das noch ziemlich angekasselt. Aber mittlerweile, vor allem gestern, ich hab mich ja absolut null in mein Spiel eingesteigert. Also normalerweise, früher war ich aber so richtig Schimpfer über sich selbst und das bringt halt dann mental komplett aus der Rolle, dann bringst du halt einfach gar nichts mehr zusammen. Aber gestern war es tatsächlich das erste Spiel seit langem, wo ich einfach gespielt habe. Wenn ich einen Ball ins Netz gehauen habe, dann war es halt so. Wenn ich einen Ball nicht mehr ausgehauen habe, dann war es halt so. Weil du musst halt erst mal diese Mentalität versuchen zu entwickeln, dass du sagst, okay, du kannst nicht jeden Punkt machen. Wenn man jeden Punkt machen kann, dann darf ich nicht Amateur spielen, sondern dann war ich irgendwo in der Weltspitzen unterwegs. Ja? Und selbst der Profispieler macht nicht jeden Punkt. So muss man sich halt auch ab und zu mal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Es ist einfacher gesagt wie da, das stimmt schon auch. Aber mei, es gibt Tage, da gewinnt man und es gibt Tage, da verliert man. Aber alles in allem, ich bin zufrieden. War in Ordnung, war zwar ein langer Abend, aber es war okay. Kann ich mich nicht beschweren, tatsächlich. Also ich halte mein LK weiterhin auf ein Top-Niveau. Also für meine Verhältnisse. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich von der LK her wieder aufkomme. Beziehungsweise, wie ist denn das eigentlich? Kommt man jetzt von der LK her auf oder oben? Ich glaube, man steigt in der LK, also kommt man auf, sozusagen. Und Billinger habe ich deren. Aber gut, das war halt Tennis. Ne? Wir haben halt zwicks was anderes da. Wir haben halt zwicks einen Lords of the Fallen. Ne? Der gefallene Lord hat geschrien, hey du, wir müssen ein bisschen Backtracking betreiben. Wir haben halt ganz was anderes noch vorher bezüglich Backtracking. Ich habe mich offstream im Internet, spoilerfrei natürlich, schlau gemacht. Wir haben ein paar Quintessenzen übersehen, die habe ich aufgesammelt. Nochmal zur Erinnerung, die Quintessenzen, diese heiligen Quintessenzen brauchen wir, damit wir unsere Heilung verstärken oder halt mehr Anwendungen generieren können. Ich habe 3 Stück übersehen. Diese 3 Stück habe ich mir nachgeholt. Da haben wir gnadenlos drauf vorbeigelaufen. Es war keins davon, ist in irgendeinem Gebiet, wo wir vorher noch nicht gewesen waren. Oder gewesen haben. Also ich war nur in die Gebiete, wo wir mir wirklich tatsächlich vorher besucht haben. Ich bin nicht in irgendein Gebiet gerannt, wo wir im Stream noch nicht gewesen haben. Also keine Bange. Wie gesagt, Quintessenzen habe ich nachgeholt. Außerdem habe ich einen dieser Meißel gefunden, um unsere Laterne aufzuwerten. Da haben wir auch gnadenlos vorbeigerannt. Auch in einem Gebiet, wo wir schon bereits gewesen sind. Und ich habe mir, glaube ich, vor 2 Tagen des Todes abgefarmt. Ich habe unsere Waffen jetzt auf plus 9 geupgradet. Also ich habe diese Steine gefarmt und frage nicht, wie lange das dauert. Wir haben jetzt eine Waffe auf plus 9. Das höchste, was es gibt, ist plus 10, aber das werden wir so schnell nicht erreichen. Und da braucht man einen Delirium-Brocken, glaube ich, heißt es drum. Den kriegst du wohl nicht so oft in einem Run. Aber das brauchst du halt, um eine Waffe final aufzuwerten. Oh mei, haben wir alle blind. Ja, da haben wir gnadenlos. Da haben wir alle gnadenlos vorbeigelaufen. Aber gut, das ist, wenn du das halt blind spielst, ne, wie soll ich das denn heute auch wissen? Genau, und ansonsten habe ich in Lords of the Fallen eigentlich nichts gemacht. Einzige, was sich verändert hat, das haben wir scheinbar letztes Mal nicht gesehen. Ein weiterer Händler hat eine Notiz hinterlassen in der Kathedrale. Der erste Händler links, wenn ihr das noch wisst, das zeige ich dann. Der hat mir auch einen Brief hinterlassen, der läuft jetzt in ein Gebiet, wo wir quasi schon mal Zugang gekriegt haben. Sozusagen, wo ich aber gesagt habe, da werden wir noch nicht hin müssen. Der gibt uns auch einen Hinweis, hey Brudi, ich bin da irgendwo unterwegs, such mich. Ne? Also wir haben ja einmal dieses komische Schneegebiet, da wo wir letztes Mal den Boss gehabt haben, wo die 3 Hunde noch mit dabei haben, da ist ja ein NPC. Und in dem Glockenturm ist auch noch mehr NPC. Also das sind noch mit 2 Gebiete, da wo wir halt backtracken werden, beziehungsweise ein Gebiet, wo wir backtracken werden. Und dann schauen wir uns noch an, weil wir haben letztes Mal noch einen Schlüssel gefunden, da können wir noch 2 Tieren aufsperren. Ja, das schauen wir uns auch noch an, was es da zum Finden gibt. Und dann müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Ne? Der Stream wird halt ungefähr gehen bis um 5:30, 5:30, schauen wir mal, wie wir hinkommen. Und dann, so ist es für die Woche aber dann auch schon wieder gewesen sein. Weiter geht es dann eben morgen schon wieder tatsächlich. Normalerweise, wenn nichts dazwischen kommt. Aber ich glaube, es ist in Ordnung so. Gut. Dann da die Song fangen wir an, oder? Was meinst du denn hier? Aber Bock auf Lords of the Fallen. Ich glaube schon. Ist ja nach wie vor ein zauberhaftes Spiel. Kann man nichts sagen. Wobei, sagen wir, das letzte Mal war es auch anstrengend, gell? Also die Gebiete haben teils nicht ohne. Die Gebiete haben schon teils nicht ohne. Aber gut. Ja, da damit dazu.
Ich glaube, dass Lords of the Fallen über Nacht wieder einen Patch gekriegt hat. Zumindest habe ich mal was gelesen drüber. Müssen wir mal schauen. Es kann sein, dass jetzt noch schnell kurz ein Update kommt. Aber das war dann auch nicht dramatisch, weil die Updates sind meistens nicht groß. So 200-300 MB, wenn überhaupt. Und das hat so bei der Leitung, wo ich Gott sei Dank habe, relativ schnell. Außer der Steam-Server ist jetzt down. Das war natürlich jetzt richtig bitter. Ah, okay. Ja, kommt tatsächlich ein Patch. Da kommt tatsächlich ein Patch. Ja gut, da müssen wir doch schon ein bisschen ausreden. Also ich hoffe, dass er heute jetzt startet, weil sonst sitzen wir noch wegen... Ah, okay. Haut ihm schon. Patch nehmen wir mit. Ja, natürlich nehmen wir mit. War zu aus. Obwohl ich sagen muss, dass das performance-technisch momentan sehr, sehr gut läuft. Also ich kann jetzt... Ich glaube, das wird, glaube ich, jetzt weniger Performance gepatcht. Sondern ich glaube, das sind so allgemeine Sachen, die wo jetzt irgendwie... Big Brain Time. Die wo jetzt irgendwie, keine Ahnung, so Buffs and Nerfs von gewissen Waffen oder von gewissen Fähigkeiten. Weil es gibt ja auch einen PvP-Bereich in Lords of the Fallen, das kann durchaus sein, dass die da ein bisschen noch besser sind. Ich meine, PvP sind solche Spiele noch nie meins gewesen. Aber ja, solange es läuft, tun wir uns da nicht runter. Dabei wir warten, machen wir unnützes Gaming-Wissen von Mr. Werb. Ja, der Werb grätscht gleich mal ganz am Anfang mit der Bildung daher. Professor Dr. Werb. Jetzt muss ich aber nur noch mal schnell schauen. Wo haben wir denn da gewesen? Das haben wir noch gehabt. Tekken haben wir gehabt. South Park haben wir gehabt. Eleanor haben wir gehabt. Das haben wir auch gehabt. Das haben wir auch gehabt. Force Unleashed haben wir gehabt. Spore haben wir gehabt. Okay, es geht wieder um Rockband. Um das Spiel. Das müsste der Mike kennen, oder? Rockband. Irgendwer? Wer kennt das? Das wäre jetzt ein Wii U-Symbol. Okay. Der Mike. Okay, jetzt passt's auf. Obacht. Bevor Lady Gagas Hit Pokerface für Rockband erschienen ist, konnte man Eric Cartman, Kyle und Kenny in der South Park-Folge Der Sündenwald das Lied performen sehen. Als der Spieleentwickler Harmonix den Titel später als Download-Content umsetzte, baute er auch eine Coverversion von Eric Cartman in das Spiel ein. Interessant. Also quasi eine Coverversion von einem South Park Charakter über Lady Gagas Song. Interesting. Also nochmal, bevor Lady Gagas Hit Pokerface für Rockband erschienen ist, konnte man Eric Cartman, Kyle und Kenny in der South Park Folge Der Sündenwald das Lied performen sehen. Als der Spieleentwickler Harmonix den Titel später als Download-Content umsetzte, baute er auch eine Coverversion von Eric Cartman in das Spiel ein. Nice Gimmick. Gut, es ist halt so, ich oute mich jetzt, ne? Ich hab mir South Park bis heute noch nicht ein einziges Mal angeschaut. Ich weiß nicht, ich werde da nicht warm damit. Ich werde da absolut nicht warm damit. Das gleiche ist, Achtung, Doppelautung, Simpsons. Selbe in Grün habe ich mir bis heute nicht ein einziges Mal angeschaut. Und es fühlt sich für mich nicht so an, als da ich was versammeln. Also es ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich mir sage, oh leck, das muss ich mal unbedingt einmal reinziehen. Ich hab so beim Kumpel früher, wenn man so die Gameboy-Zeit, ne, der hat das recht gern geschaut, da ist so im Flyby ein wenig mitgelaufen und ich hab mir so gedacht, warum findet ihr das so cool? Ich weiß nicht. Aber so Simpsons, South Park ist so absolut gar nicht meins. Sehr gut, der Patch ist auch schon durch, 6 ist da. Mr. Werb, das gibt der Plus, du hast eine perfekte Wartezeitüberbrückung jetzt da vom Stapel lassen. Muss man da schon mal sagen, auch, gell? Same hier, ja, wenigstens bin ich da nicht allein. Wenigstens bin ich da nicht allein. Gut. Perfekt. Es erschreckt mich aber wieder, dass das Spiel so laut ist auf einmal. Ich muss über meine Kopfhörer zurück dran. So.
Schauen wir mal. Ja gut, jetzt lohnt wahrscheinlich der Patch noch. Ja! Wir haben ja, ja stimmt, wir haben ja letztes Mal eine neue fancy Rüstung gefunden. Wir haben uns jetzt quasi in den goldenen Ritter Kunibert verwandelt, wenn man so will. So, neue fancy Rüstung ist auf jeden Fall am Start. Schaut da ziemlich gut aus, wenn du mich fragst. Ich finde generell das Rüstungsdesign von Lords of the Fallen richtig, richtig gut. Das hat mir in dem Spiel von 2014 auch schon richtig gut gefallen, das Rüstungsdesign. So, jetzt passt's over. Was hat sie jetzt da? Wie gesagt, Waffe ist jetzt auf plus 9. Ne? Habe ich Offstream gemacht. Wir haben eine B-Plus-Skalierung mittlerweile drauf. Wir haben die Quintessenz gesammelt für unsere Heilung. Die ist jetzt auf Stufe 5. Und da haben wir jetzt 6 Stück davon. Und ansonsten, jetzt schauen wir mal noch mal schnell kurz in unsere Kathedrale zurück, ob wir noch das eine oder andere anschauen und nachschauen müssen. So, genau, da ist doch der Händler gestanden, könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern. Ne? Und da ist da eine Notiz gelegen, die kann ich zeigen. Das war diese hier, warte mal. Sturmons Nachricht, die war das. Eine kurze Notiz des Hauptmanns der Fidelis, geschrieben auf zerrissenem Pergament. Das Ziel von Sturmons Reise wird durch einen Satz angedeutet, in dem von der Glockentür am Pilgersitz die Rede ist. Da waren wir jetzt quasi gerade, aber das zeige ich dann noch einmal. So, und das ist ja quasi diese elegante Nachricht, da wo wir letztes Mal in dem Gebiet waren mit dem komischen Eisboss, oder der wo so eine Hacke gehabt hat. Da schauen wir vielleicht noch hin. Dann haben wir außerdem einen Abflusskontrollschlüssel gekriegt. Den haben wir gekriegt gehabt in dem Gebiet, beziehungsweise von dem Boss, von dem Hautabzieher, den wo wir letztes Mal noch zum Schluss geleckt haben. Ich glaube, in dem Gebiet sollten wir uns auch noch mal richtig gut umschauen. Und wir haben einen Schlüssel des sonnenlosen Strangs letztes Mal gefunden. Da müssen wir 2 Tieren aufmachen. Einmal in Unterkalrad haben wir da ein Tier gefunden und einmal in die Minen. Das werden wir uns auch heute anschauen. Also heute ist der Stream eher unter dem Stern ein bisschen Backtracking zu betreiben. Ja? Und unsere Umbra-Laterne, habe ich auch verzeiht, haben wir auch auf plus 1 upgraden können, weil ich immer so einen vorsinnflutlichen Meißel gefunden habe. Ne? Aber ansonsten Karte des sonnenlosen Strangs ja okay. Ansonsten hat sich da jetzt nicht wirklich was da. Müssen wir mal schauen. So, wir können mit der auf alle Fälle sprechen. Und wir haben ja letztes Mal so einen komischen Stor noch gefunden, da wo ich mich gefragt habe, hey, für was wird der wohl gut sein? Und wenn ihr euch noch erinnern könnt, das war... Irgendwo war das Ding. Mal schnell schauen, wo. Da, das. Wir haben ja letztes Mal einen seltsamen Stein gekriegt. Ein dunkler, glatter Stein. Und mit dem können wir scheinbar bei ihr irgendwas machen. That stone. It looks different somehow. But I know it. When I was a girl at the orphanage, there was a very kind woman, Iris. She gave it to me. This was before the Hallowed Sentinels found me. I felt so afraid and alone, but Iris helped me overcome my fears. I lost the stone long ago, but now here it is again, all these years later. I wish I could say the same of the orphanage. And Iris? Okay, das war jetzt einfach quasi nur ein kleiner Lore. So ein kleiner Lore-Zusatz sozusagen. Und Ripsi, habe die Ehre und Merci für den Lurk. Schön, dass du da bist. So, ja gut, dann da die Vorschlag. Machen wir mal, jetzt pass auf, was machen wir denn zuerst? Ich glaube, wir machen zuerst einmal die 2 Tiere auf, die wo wir da letztes Mal mit dem Schlüssel von dem sonnenlosen Strang, die wo wir da machen können. Da braucht man einmal die Minen. Das müsste da gewesen sein. Das müsste da gewesen sein. Schauen wir mal. Da müsste jetzt da irgendwo die Tier sein, oder? Ja, genau. Das ist die, oder? Da haben wir ja den Schlüssel braucht. Genau.
Da brauchen wir auf alle Fälle unsere Laternen. Irgendwo. Da ist eine Leiter und da unten läuft wieder so ein Handy umeinander. Ja gut, wir machen halt jetzt auch schon zauberhaften Schaden, gell? So ist es nicht. Aus dem Powernap erwacht und nur quasi Zeit, danke die Werk und Schumorgen. So, da werden wir wieder aufpassen. Der ist safe. Standard Terrarium-Klumpen. Von denen habe ich da 5000, so gefühlt. Da schauen wir erst einmal da nach unten. Krass, wir Two-Schatten wir die jetzt einfach mittlerweile schon. Richtig heftig. Ah, schaut's her, wir haben da auf der anderen Seite. Könnt ihr euch nur erinnern, da haben wir letztes Mal rumgerannt. Wir haben jetzt auf der gegenüberliegenden Seite im Endeffekt. Alles gut für uns. Dann ergänzt sie das Ganze wieder. Daher auf alle Fälle irgendwas rumstopfen. Oha, da ist wieder so ein großer. Ja, okay, werden wir hinbringen. Okay, den Damage kennst du, den kennst du gescheit. Stiefel das Vernichters. Den Damage auf der von der plus 9er Waffen, den kennst du jetzt schon gescheit. Okay, da vibriert meine Lampen. Ah, da können wir den Shortcut aufmachen, aber wo ich das jetzt, weil da steht so an einer Zipfiader umeinander da hinten. Oh, da gibt es ein Schlüssel-Item. Das ist schlecht. Okay. Und schon haben wir den ersten Tod des Streams. Gut, war ich aber leider voll in die Ecke gedrängt. Das war jetzt eigentlich auch dumm von mir, dass ich genau da reingehe, wo der fette Hurensohn umeinander rennt. Aber okay. Aus Fehler lernt man ja bekanntermaßen. Beziehungsweise sollte man draus lernen. Aber ist okay, zumindest das holen wir uns auf jeden Fall. Also Schlüssel-Item, das nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Das kann jetzt eine Quintessenz sein, das kann aber auch wieder so ein vorsinnflutlicher Meißel sein. Ich finde halt richtig gut, dass wir jetzt so schön viel Damage machen. Da auf müssen wir da natürlich auch noch schauen. Easy. Die fallen jetzt mittlerweile richtig leicht. Muss ich schon sagen.
Gar nicht so einfach, wenn man sich Zeit lassen darf, gell? Maske des Zorns, Tumult, Schwächungssatz und Briostein-Trio. Okay, was haben wir jetzt da? Ah, heilige Quintessenz. Okay. Ja, perfekt. Die nehmen wir mit. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel das wir brauchen, um uns wieder komplett aufzuwerten. Also, was heißt komplett aufzuwerten? Um diese Quintessenz und unsere Heilung im Endeffekt wieder vollständig aufzulohnen, dass wir eine Ladung dazu kriegen. Ich vermute aber mal, dass wir 2 brauchen werden. Sogar bis sieh's. Werde ich nicht im Reich der Toten machen. So, geh nochmal zurück. Rost nur mal und mach das im Reich der Lebenden. Nur um sicher zu gehen. So, alle. Reicht der Ton einfach immer ein bisschen belastend. So ein geschmeidiger Sprungangriff hat auch noch keinen geschaut. Also, der Gegner offensichtlich schon, aber halt, ne? Ja, das war mir jetzt fast klar, dass du... So, wo ist jetzt die scheiß Hex da herum? Perfekt. Ah, da kommen wieder die Arschlöcher da aus dem Boden rausgekrochen. Die jetzt Gott sei Dank One-Shot haben, also es ist so viel wert, dass die Waffe jetzt auf plus 9 ist. Sogar bis es ist. Oh, das schaut aber auch noch am Bossraum aus, wenn du mich fragst. Auf jeden Fall gibt's da. Achso, da ist eine Saat, okay, da kann ich eine Saat pflanzen, okay. Brandheilung, okay. Kattel habe ich die Ehre, grüß dich gut, wie geht's dir? Wie das du bist. Okay, aber wo haben wir da jetzt? Oh. Okay, you got me. Da liegt da ein Haufen Loot umeinander. Da können wir aus dem Reich der Toten raus, okay. Irgendwie, achso, die ist da oben, hat da oben geschossen, da ist der. Schelf dir rein in die Schuhe. Aber. Feuersatz, okay. Ganz okay, bis auf die Grippe, wie geht's hier? Oh, da wünscht er natürlich schnellste Genesung. Hier, da kommen wir auch noch oben. Und ich hoffe, du bist bald wieder fit. Und bei mir passt es alles. Machen wir halt wieder gemütlich Lords of the Fallen, also sofern es gemütlich sein kann, ne? Aber wir tun unser Bestes. Machen wir halt ein bisschen Backtracking. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher. Der Hund ist auf alle Fälle ein Lord, da wo wir noch oben steigen können. Ich glaube aber nicht, dass das ein Bossraum ist, weil da laufen nämlich lauter Gegner rum. Oh, da ist so ein Hautabzieher, das war letztes Mal ein Boss. Willst du mal schauen, was das ist? Gehen wir erst einmal die Lord da oben. Die wo da irgendwo war? Da, oder?
Ah, das ist jetzt die oder? Da wo wir... Die, wo wir letzt... Ja, genau, okay. Das ist die, wo wir letztes Berg gefunden haben. Okay, passt. Oder jetzt ernsthaft die Hex bewirkt. Okay, dann können wir uns da quasi nur ein bisschen umschauen. Müssen wir mal schauen, wir haben auf alle Fälle... Haben wir den Obisieren von da? Haben wir sogar. Ich habe nämlich Blutungssperre dabei. Und da seid mir, oder Giftsperre. Und da tickt jetzt langsam aber sicher der Damage bei dem Ober. Dann wird der quasi durch das gekillt. Und tot. Ja, man muss es nur richten, dass es passt. So, dann haben wir da auf alle Fälle wieder ein bisschen Munition. Perfekt. Und schon sollten wir eigentlich safe sein, da hinzugehen. Ernsthaft? Das ist jetzt schon wieder passiert, oder was? Ich flippe aus.